Na ja, da wat leider. Erst bitten so sehr ähnlich gewesen daher. Ja, wir haben von der daher beim Altenheim durch Weg durch freiwillig mithalten. Ja, das erst von der noch mal der 3. Mai, aber wir dann da was zu nennen 5. de Mayo, der 5. Mai, das ist der Mexiko und Helgetag. Ja, wir haben, wir dann das hier beim Altenheim auch feiern. Vermiddag milk we pico de gallo und salsas und dann milk we dat ruit vermiddag. Wir haben die Arbeiter auch mehr alle mithalten. Als er schön gewonnen und dann Nummerach, dann haben wir dann ein bisschen Salsa und Chips und Kuchen und Kaffee, dann haben wir dann Pinata. Der hat aber einfach wirklich schön gewonnen. Nu zijn we met mij, die kwam ook weer angesprungen. En we gaan, es büten so Klom und Regen und ammerlich, ich habe hier so Fan, viel gemerkt, die Knirpes und alles so fein abwarmen, das ist aber so machlich. Aber immer haben, nu wel wat eten. Ja, ik had laatst eenmaal voor 4 weken had ik wat van Milanese gemerkt, Rindfleisch met zo'n japanesische Brotkruimels eingedockt. En du wir Menschen nicht gierig wo, sie können nicht am Stück kaufen, die Panko Brotkruimels. So, ich habe ein bisschen studiert und nu sagen, und nu wollte ich wissen, was die wollen selbst merken. Je weet je wat die Deutsche dat haben mit der Nieten, wenn die wo was sagen, dann steht sich das dann, wo sie in der Kite, dann merken sich das selbst. Und ich habe auch ein Prostück getan, schon sehr fein. So, weil ich wo ein Brot rumlegen habe, aber nicht dann vor die Stadt und ich habe wie der billigste Lusch wettet, 2-Backbrot. Und da werde ich wissen, was wir merken. Und dann morgen, und da gehen wir da, was das alles vielleicht, oder was da Regen, vielleicht aufklären, ich weiß nicht. Da werde ich wissen, was wir alles können tun mit so einem Brotkruimels. Verschiedenste. Ich will auch nicht alles brauchen, was du mit merken geht, aber was ich will merken, ich gucke, was sehr schön schmecken und ich gucke, interessiert auch. So. Well, wir sehen, was wir morgen alles können über den Kopf stellen. Wir haben hier den Hänger, der kann ich vielleicht sein. Wenn es dann nicht klappt, dann Pachuera. Okay, hier haben wir eine Lusch gekauftes wittet Brot. Wir haben nicht witte Bultje. Nächste, was wir wollen tun, ist, wo wir die Kerste rund am Schmack aufschneiden, wo ich wissen, warum. Das ist japanesisches wittet Brotkruimels. Wo wir die Kerste rund am Schmack losschneiden. Und da wollte ich wissen, was wir damit an Ewe wollen tun. Und weet je ook wat, wir haben hier noch eine Lusch brünet, ewig bleibend Brot, das wir auch nicht frisch, wo wir dort auch noch brocken, plus mal ein Brotstück merken mit brünet Brot. We have some brown bread, we're gonna try that too, it's whole wheat bread. Yes, wo wir brünet Brot auch noch brocken, plus mit dem Brotstück merken. Wow, Flitzbeck hat's ietje, kijk mal dort, hol die fast, nu wordt hier noch Spark, Räuschbrot, dort wo wir das nächste Rezept brocken. Bacon. Wow, de kijkt mal hier, waar is het Spark? Nou ja, hier haben wir all die Schneiden Brot, Tarsch rundum losgeschnitten, bread with no crust. Nu wollen wir das sein fein riven. Wir wollen ein bisschen Toblei, wir haben das hier mehrere Stunden lassen ein bisschen bedrehen, und weil wir eine Maschine haben, kann ich das in so einem Food Process down, aber wir haben nicht eine Maschine, so dann dauert das mit der Hang. Das alle probieren fein riven, shredded with a vegetable shredder, or you can use a food processor. But anyway, nu hebben we dat alles een stuk doen, nu hebben we dat smak in de ploot nemen. En daar willen we dat ruischen. So, we hebben dat alles een stuk in de ploot nemen en dan wil ik wijzen waar we dat voor ruischen. Oké, nu kijk maar, nu hebben we hier 4 ploten. Vielleicht viertel dik, alle wegen in eine ploot, dat het beter ruischen dat. We got 4 sheets, baking sheets of breadcrumbs. Now we want to bake them. Not too thick a layer, 1/4 inch maybe, so it roasts better, or dries better. So nu wollen we den oven abstellen, nu 275 Grad. Wir haben hier wettet, auch eine Plot mit brünet Brot. Nu wollen wir das backen. Okay, nu wollen wir die Brotkruimels hier 5 Minuten auf einmal backen, 275 Grad Fahrenheit. Und dann das anrühren. Und dann war das 5 Minuten, so dort wollen wir 3 Mal oder battisch klein, weil das fein crispy ist. Bake the crumbs at 275 degrees, 5 minutes at a time, stir and put them back in, or till they get nice and crispy. Okay, wenn die op eens een beetje nieuw zijn en die willen die kruimels alle krak even rein graut haben,
dann die dem Save, dass die das alle Schmack über rein haben, aber das ist nicht nötig. If you like to put them through a screen, have them all the same size, you can always do that. Unless you don't care. Doch, nou weil ich han alle Schmack durch dem Save geschickt, dann ist das alle Krack über rein, das ist vielleicht ein bisschen für die Augen. Okay, und was du dann so eine Menschen, die sagen, oh, aber die Kirsch, die werden nicht zu viel geben, die werden lieber brocken. Was ich wort, dann dort die Schmack fein rieven, kriegst du die witte kjremels, und dann wollen wir die auch verarbeiten. Und dann brocken wir die zu machen Klops, oder machen Fleischbrötchen, Meatloaf, irgendwas, wo die auch brocken. Aber morgen, je hol die fast, check dir mal das, wir fangen hier noch eine kleine Maschine, das ist auch was so ein Food Processor, ein kleines Schrauberchen. Nou, wo dort brocken, zu man sich Kirsch fein rubbeln, das ist man sehr kleiner, aber dort schafft sehr fein. Check dir mal das. Nu check dir mal, die haben hier noch 2 Ploten, so eine brune kjremels gekriegt. Und da war ich ein bisschen abhalten. Die kann ich wirklich raufdrehen, 250 Grad Fahrenheit. Und dann die auch 3-mal zwischen 5 Minuten backen und dann am Arm drehen. Als die wollen wir nicht brünen, mehr als die sein. So, weil die dann vielleicht raufdrehen, 250 Grad Fahrenheit und dann posten wir ab, aber das fein reich ist. Nu kijk je mal. Das ist die Kirsch, was wir haben fein gerubbelt und gebackt. Okay, nu kijk je mal, hier haben wir alle an die Gläser werden. Hier haben wir 1,5 Glas witte kjremels, japanesische Brotkjremels. Und hier haben wir dann von der brune Brot 3/4 Glas. Und dann hier haben wir dann noch die Gläser mit der brune Kirsch. Was wir haben fein gemerkt noch gereicht. Die wollen machen Klops oder machen Meatloaf oder Fleischbrötchen. Und wir haben die im Freezer nehmen, die lang abbewahren. Ich weiß nicht, dass ich habe Geld gespart, aber für so eine Woche, ich kann am Stuhl kaufen, dann kann ich ihnen die selbst merken. Die haben waren sehr schön schmecken. Na, hier haben wir noch Gas von dir. Das Wort wir merken von Brotkjremels. Okay, dann sehen wir uns auf das nächste Video. Auf Wiedersehen.